Hallihallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Ich hab's im letzten Video versprochen, wir haben gesehen, dass wir da aber die Pille angezeigt kriegen. Und zwar, wenn wir genug Zeichen, dann können wir hier nochmal was erhöhen. Die Werkzeuge, die sind auch so gelb umrandet, wenn was ist, wenn man was machen kann. Und hier ist auch mit der Pille jetzt so. Wir können uns entweder überlegen, nehmen wir den Lauschmodus Distanz erstmal oder warten wir und sparen auf was Größeres. Ich persönlich stehe jetzt sage, der Lauschmodus, der reicht uns derzeit. Ich warte auf Schwanken der Waffe, weil ich bin jetzt sowieso nicht der beste Schütze. Und da können wir erstmal warten, bis wir genug Pille beisammen haben. Dann können wir die Fähigkeit schon mal verbessern. Deswegen lassen wir das erstmal sein. Und wir gehen weiter in der Story. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Ehemalige Bahnhofskneipe. Und da geht's wieder Richtung Rathaus, wo wir hin müssen. Das ist jetzt ein kleiner Tipp für euch. Am Anfang bin ich erstmal hier rumgelaufen, weil ich gedacht habe, oh, alles klar, da müssen wir durch. Wie kommen wir über diesen Truck? Und dann müssen wir wahrscheinlich sehen, durch ob das wir was Gebäude finden. rein. Und am Anfang war ich richtig blöd und bin da einfach so reingeschlappt, weil ich nichts erwartet habe. Aber ich habe ja alleweil dazugelernt, deswegen machen wir das jetzt mal in einem etwas cleverer und eleganterer Weg. Messer haben wir nämlich keine mehr. Da sind nämlich Infizierte drin. Die können wir auch hören. Sind 3 an der Zahl. Und die schnappen wir uns jetzt. Die kriegen nichts mit. Die sind zu sehr mit sich selber beschäftigt. Schnappen wir uns zuerst die mit der Schutzweste. Das sind nämlich die richtig gefährliche, wenn die abgehen. Der andere hat nichts gemerkt. Gut, nachdem wir die 2 Mädler jetzt erwürgt haben, können wir jetzt an die letzte gehen. Das ist auch ein Mädel, oder? Ja. 3 Frauen haben wir da. Gut. Nett. Sehr elegant, Joel. Bei der letzten, du kann er immer so ein bisschen rülpsiger agieren, du kann ein bisschen drauf rusen. Die sind neu infiziert. Wurden gerade erst verwandelt. Das Genau. heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Dann können wir wieder ein Messer basteln. Besonders wichtig, finde ich immer. Gut. Da haben wir uns hier genug umgeguckt. Und wie gesagt, wir sollten uns beeilen. Okay, dann mal los. Wenn die frisch infiziert sind, ist nicht so prickelnd. Schieben wir den Schrank da raus. Da können wir jetzt auch hier über die Passage drüber. Okay, Jo. Rüber geht's. klettert hoch. Und bevor wir da hingehen, gucken wir uns erst noch das hier an. Weil hier gibt es nämlich auch noch einen kleinen Sammelgegenstand. Und zwar medizinische Broschüre. Finde ich persönlich jetzt unglaublich cool. Weil das ist vom CDC. Ein Hintergrund über den Cordyceps-Pilz. Hoppla, Entschuldigung. Da kann man sich jetzt definitiv durchlesen, was da eigentlich passiert ist. Und es ist wie gesagt eine neue Art von Cordyceps-Pilz. Und durch Sporen oder durch Bisse kann man sich infizieren. Und nach 2 Tagen ist es eigentlich vorbei. Dann ist der Parasit im Hirn. Ja, und da haben wir dann die Symptome, die im ersten Stadium, das sind die Runner. Und ja, dann werden die irgendwann immer stärker infiziert, dass die auch wirklich das Gewebe durchbrechen und dann können die auch Sporen absondern, dass man sich dadurch infiziert. Das finde ich eigentlich ganz cool, so ein bisschen für die Hintergründe, um zu wissen, wie ist man am Anfang dann mit der neuen Krankheit umgegangen, wie hat man die Leute informiert oder aufgeklärt, und du scheinst wohl so Broschüre gegeben zu haben, um die knackige Fakten beisammen zu haben. Aber jetzt gehen wir hier weiter. Joel, Wir wissen hier ja drüben. schon längst, wie das mit der Infektion abläuft. Also zumindest wissen wir es im Spiel, wissen es die Charaktere nur 20 Uhr hundertprozentig, sonst hätten sie 20 Uhr überlebt. Vielleicht kommen wir hier durch. Ja, Das wollen wir lief mal ja toll gucken. letztes Mal. Sorry, meine ja nicht. Was? Ich höre nichts.
Okay, Beeilung. Das ist jetzt wieder Sequenz, da habe ich keinen Einfluss drauf. Das machen wir jetzt im Spiel aus. Du hast da was am Schuh. Bäh. Ja, wunderbar. Dann sind wir jetzt hier erstmal in einem sicheren Wie Raum kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. und gucken uns hier erstmal um. Hier haben wir jetzt ein wichtiges Tool gekriegt, aber die werden jetzt noch ein bisschen sprechen, von Und daher halte ich Marlene mich hier glaubt, du bist gedeckt. immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam es zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, biss zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Ja, wie gesagt, das war der Ellie ihr Vorgeschichte, und zwar hat die The Last of Us Remastered Version auch noch das DLC Left Behind dabei. Und das ist sozusagen die Vorgeschichte von der Ellie. Das, was er jetzt in aller Kürze zusammengefasst hat, kann man hier auch nochmal spielen. Wenn ihr wollt, gebt mir gerade mal Bescheid in die Kommentare, jetzt oder nachdem ich es durchgespielt habe, The Last of Us, dann könnt ihr mir sagen, hey, Yankee, zock doch mal Left Behind durch. Wir wollen der Ellie ihre Vorgeschichte auch durchgespielt sehen. Also wenn ihr das wollt, absolut kein Thema, mache ich liebend gern. Ist nämlich auch sehr sehenswert als Prequel zu The Last of Us. Damit der Charakter Ellie auch ein bisschen mehr Tiefe gewinnt, als er sowieso schon während der Hauptstory gewinnt. Aber jetzt hat es uns als Tutorial ständig gesagt, wir sollen zu der Werkbank gehen, und ich brenne auch schon dann mal tierisch los. drauf. Wir können hier Sachen machen. Und zwar brauchen wir Werkzeuglevels. Das sehen wir an dem, was jetzt rot und mit einer Zange dargestellt ist. Und dann brauchen wir Werkzeugteiler. Die werden hier als Zahnrädler dargestellt. Bräuchten wir jetzt 75, damit wir Pistole und Langwaffe Halfter herstellen könnten. Hämmer leider noch nicht, wir sind noch auf 0. Deswegen können wir jetzt erstmal hier unseren Revolver ein bisschen aufmotzen. Die 9 mm finde ich soweit eigentlich ganz gut. Aber ich will jetzt erstmal hier Nachladetempo und die Schussfolge von meinem Revolver verbessern. Da kann ich nämlich schneller schießen damit und ich kann wesentlich schneller nachladen. Ihr habt bei meinem absoluten Ultra-Fail gegen die Klicker gesehen, wie schnell das in die Hose gehen kann, wenn man kein gutes Nachladetempo hat. Deswegen unbedingt mit reinnehmen. Dasselbe machen wir jetzt auch hier mal bei der 9 mm. Wo will ich ein bisschen die Magazinkapazität verbessern. Das Nachladetempo auch unbedingt. Und die Schussfolge. Dann haben wir soweit alles gemacht, was wir kennen. Wir haben genug Werkzeugteile gesammelt. Da war es leider erstmal. Halbtag kommen später. Jetzt kann ich auch hier sagen, gut, mit besserem Gewissen kann ich jetzt den Revolver nehmen. Der macht am Anfang ein bisschen mehr Schade. Dann gehen wir mal weiter. Auch wieder so ein kleiner Büroraum. Hier war im Ladefläche-Raum. War wahrscheinlich mal so eine kleine Speditionsfirma oder so in einer Seite-Gastro von Boston. Da geht's, glaube ich, in der Hauptstory weiter. Und das ist so ein... Ah, ne. Umgekehrt. Das ist Hauptstory und das ist optionaler Raum nochmal, oder? Genau. Haben wir hier nochmal so einen optionalen Raum. Da ist auch wieder ein bisschen Zeug, was wir sammeln können. Und gerade der Kruscht wird unglaublich wichtig für später. Wenn ihr mal wirklich in der Bredouille seid, da braucht ihr jeden Scheißdreck, um euch Zeichnungen zu basteln. Dann gibt es 2 Zugänge zu dem Hauptraum, wo wir wieder weiter müssen. Wie gesagt, den habe ich vorhin schon aufgemacht. Und da geht's hoch. Dann weiß ich aber hier noch aus Erfahrung, dass es da nochmal ein Artefakt gibt, was ich hier nochmal kriegen kann. Und zwar müssen wir da lang gehen. Dann haben wir da nämlich noch ein Firefly-Amulett. Tess,
Sorry. Komm, bleib da bei mir. Und Villa Hansel ist das. Ah, können wir uns jetzt nicht angucken. Aber da können wir wieder runterspringen. So, Villa Hansel war das dann jetzt. Davids Michel. Alles klar. Gehen wir da hoch. Und jetzt kommen wir in der eigentliche Bereich wieder, wo wir hingehen sollten. Und zwar ist hier ein Museum dabei. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Kulturbanause Ellie. Aber ja, meinetwegen, die ist 14, die ist 6 Jahre noch Ausbruch geboren worden. Die werden Scheißdreck Interesse an Museen haben. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Was gibt's denn hier Schönes? Wahrscheinlich so amerikanisches Bürgerkriegs- oder Bürgerkriegs, Nachbürgerkriegsmuseum. Die sehen so ein bisschen kolonialzeitlich aus, die Leute. Da haben wir noch so einen Rotrock. Wird wahrscheinlich während dem Unabhängigkeitskrieg spielen, das Ganze hier, von der Thematik, von der Ausstellung. Gehen wir mal weiter. Weg versperrt, den machen wir doch gleich mal auf. Schnell. Los, 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 los! Scheiße! Ich lebe! Ich werde außen rumgehen. Tess! Renn! Scheiße! Jo, unser 2 Mädler werden jetzt von den Klicker verfolgt. Da gibt es jetzt mehrere Arten, wie man mit dem Ganzen hier umgehen kann. Wir können uns entweder um jeden Klicker hier kümmern, aber das ist eigentlich nicht notwendig. In dem Fall reicht es, wenn wir langsam vorgehen. In dem Ausstellungsraum gibt es eigentlich nichts zu holen. Nur den Ausstellungsraum A zu gucken, vom Ambiente her. Das lasse ich jetzt mal gut sein. Wir gehen jetzt mal in die Kantine rein. Weil da gibt es nämlich was Spannendes abzugreifen. Wieder Klinge und Klebeband, das ist ganz cool. Das Werkzeug, wie wir uns am Lebensbalken, zeigt uns wieder, dass wir was basteln können. Die leverwaschte Dose, die brauche ich jetzt nicht. Die Gesundheit ist noch voll. Wieder Schere, Klinge. Alles klar. Dann basteln wir uns noch schnelle Messerle. Das werden wir jetzt nämlich auf jeden Fall brauchen, weil... Nur mit Messer öffnenbar. Also, machen wir es auf. Holen uns ein paar schöne Bonussachen hier drin. Revolver-Munition, Lumpe, Alkohol, 9 mm Munition, aber die ist leider voll. Mehr kann man nicht tragen. Und da haben wir noch Werkzeugteile 25 und 10 abgelaufene Pille. Wunderbar. Sehen wir, jetzt könnte ich zum Beispiel das Heiltempo erhöhen oder die Fertigungszeit wieder, aber das lassen wir erstmal sein, wie gesagt. Ich will das Schwanken der Waffe als allererstes upgraden. Und hier reicht es eigentlich wirklich, wenn wir uns langsam fortbewegen. Wir können warten, bis der sehr rund gezuckelt ist. Ja, komm. Du willst ja doch die Ausstellung angucken. Horche mal. Das ist doch so spannend über die Kolonialzeit. Unabhängigkeitskrieg. Hopp, rein mit dir. Scheiße, der kommt zu uns. Na gut. Ja, das ist vielleicht anders überlegt. Will er vielleicht doch in die Ausstellung rein? Will er nicht? Ach, scheiße. Na gut. Aber das halt anders. Also ihr seht, man muss noch nicht nur hinter die Klicker gehen. Man kann auch offensiv vorgehen. Indem man auf sie ganz langsam zugeht. Das war jetzt erstmal der Nervenkitzel fertig. Die jockeln zwar immer noch da hier rum, aber jetzt interessieren sie sich nämlich für uns. Und jetzt geht's erstmal hier die Treppe hoch, aber das erst im nächsten Video. Und dann sehen wir, was wieder kommt. Und im Museum geht's nochmal ordentlich zur Sache. Das war wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Danke fürs Zugucken.